Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als man da von der Ripley aus gesagt kriegt haben, dass ihr Mutter möglicherweise aufgetaucht sei kennt. Und sie hat sich dort im kleinen Frachtschiff hier angeschlossen, dem Kurierschiff. Und es gibt ab zum größeren, um sich dort mal die Sache anzugucken. Ich habe da noch gesehen, da war was freigegeben. Passagierliste der Torrents, genau. Ja, viel Blabla, viel Codes. Hin- und Rücktransport des Weyland-Yutani Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Genau, hier wollen wir. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland-Yutani: Samuels, Ripley, Taylor. Passagiere: Samuels Christopher, Ripley Amanda und Taylor Nina. Anzahl der Decks 2, Besatzungsmitglieder 2. Interstellare Kommunikationsantenne, Fernstrecken, Hyperschlafkammer, Abschlepper zu gewerblichen Passagier- und Frachtschiff umgerüstet, verfügt über intakte schwere Schlepperbrücke. Super, dann wissen wir du auch Bescheid. Do war unser ziemlich arg fressende Kollegin, die den Hyperschlaf nicht so gut übersteht. Und dann müssen wir jetzt zum Taylor hier. Da haben wir Zeich zum Bastler, Bindemittel und die Komponente B. Das brauchen wir später, um entsprechende Sache herzustellen, die das Alien dann ablenken können, beziehungsweise die andere Feinde ablenken oder auch vernichten können. Ich denke nur an die Androide. Huah. Tür verschlossen. Natürlich. Die kann man jetzt sagen, wo der Chef ist. Dann, ich mal sagen, gehen wir da wieder raus. Vielleicht können wir jetzt hier hochkrabbeln. Gerade mal gucken. Geht das jetzt? Ne, immer noch abgeschlossen. Okay. Ah ja, da ist er ja in der Station. Wunderbar. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Jo, wunderbar. Und das hier ist genau wie die Krankenstation von Alien. Jetzt sind wir dran. Jo. Super, dann geht's ab zur Brücke. Und ja, wie gesagt, es sieht schon aus wie die Krankenstation bei Alien, wo der Vizekapitän von dem Facehacker erwischt worden ist und dann auch in so einem Dingens hier gepennt hat. Und dann hat das Ganze angefangen. Ich glaube, bei so einem Ding hat der Facehacker dann einmal drüber kanke. Haha. Nee, das gibt einfach so schöne Aha-Momente, wenn man den Film geguckt hat. Und dann genau weiß, wenn der vom Aufbau, das lasst mal Ruhe hier mit dem Ding. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Wenn man das mal gesehen hat, dann ist es hier wunderschön von der Retro-Effekte und von der Wiedererkennungswerte, dass man sich auch wieder denkt, hey, das kenne ich doch so, in der Form habe ich es doch mal im ersten Alien-Film gesehen, beziehungsweise in späteren Alien-Filmen habe ich das doch auch mal gesehen, wobei ich den Wette, ja, der ist noch okay, aber ab 3 stinkt es irgendwie ab und von Prometheus müssen wir erst gar nicht Sie retten. hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrents in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Wunderbar. Ja, so in etwa erinnere ich mich auch an die Brücke aus Alien. Das war, ach, so ein riesiger Klotz
wo einfach nur die gigantische 70er-Jahre-Computer da gestanden haben. Man hat eigentlich gerne durch ein Fenster gucken können, wie das bei anderen Science-Fiction, wie zum Beispiel bei Star Wars und so weiter der Fall ist, wo man wirklich da von seinem Platz aus einen Blick hat in der Weltall. Aber hier können wir dann auch mal gucken. Da ist ein größerer Planet an einer Sonne, wahrscheinlich ein Gasriese, so wie das aussieht. Aber die Sevastopol-Station sehe ich noch nicht. Ja, ist ja gut, ich gehe dir aus dem Weg, Kerl. Dann hätten wir da den Captain von dem Schlepper. Da ist nix außer Lehrer. Da hat der seinen Platz eingenommen an der Brücke. Die hat ihren Platz eingenommen. Wo ist meiner? Hier habe ich irgendwas greifen können. Einsatzdokument, jawohl. Das holen wir doch mal. Ah, geil gemacht. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrents nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für... Für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Marshall auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier. Bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der Das sind einmal ein paar Raumanzüge. sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Boah, das ist schon geil gemacht, die Station. Da kann man nichts sagen. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut, Hoppla! Taylor, Ripley, Moment! So, wie es aussieht, sind wir jetzt von unserer Leid getrennt und müssen uns alle erstmal auf der Sevastopol-Station zurechtfinden. Aber die A-Züge finde ich unglaublich genial, so richtige Klotzcap-A-Züge. Da habe ich selbst während der Filmsequenz die Gosh-Halte kennen. Das ist einfach nur genial gemacht, so richtig schönes Retro-Feeling für mich. Und ich liebe das. Das ist das, was ich an dem Spiel so richtig genial finde. Na, wachen wir jetzt mal endlich wieder auf. Na los, na los. Noch habe ich Bock. Sind noch auf dem Botter.
Ja, da haben wir unser obligatorische Scheibewischer links und rechts. Ansonsten müssen wir uns jetzt erstmal umziehen, die Sache. Suchen Sie Hilfe. Das ist immer gut. Ja, aber erstmal umziehen, weil in dem Klotzkopf-Outfit, da mag ich nicht rumlaufen. Jawohl. Jetzt haben wir noch wieder eine schönere Sicht und hören nicht alles so gedämpft. Da gucken wir uns mal um. Ah, okay, wie man schleicht, habe ich herausgefunden. Man muss den rechte Cursor gedrückt halten. Dort drüber kann ich wieder speichern. Ja, da wäre ich auch noch vor Feinde Nähe gewarnt. Das ist doch auch ganz nett. Schrott, das brauche ich auch zum Basteln später. Sonst haben wir hier nichts mehr, glaube ich, oder? Nö. Boah, ganz vorsichtig. Du hockst bestimmt schon. Nee, Quatsch. Ah, nee, du geht's weiter. Ja. Reißt dich am Riemen Station, fallen nicht gleich auseinander. Dann speichern wir erstmal hier. Mit unserer Gigantodiskette. Yay. Wir wollen natürlich speichern. Und wo sind wir dann hier gelandet? Sieht ja aus wie bei Hempels und am Sofa her. Oh. Was dann? Was gibt's denn da zu plärren? Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Puh, ja. Also Brand in einer Raumstation ist jetzt eher suboptimal, würde ich sagen. Hier gibt's nichts mehr. Verdammt. Schönes Gasleck. Alles klar, dann kriechen wir mal da rein. Und das wird später auch noch unglaublich wichtig sein. Das Rumgekrabbels. Also gleich mal als kleiner Spoiler für euch. Für alle, die ihr es schon länger spielt und glauben, ihr seid in den Dinger sicher vom Alien. Einfach weil ihr dem Alien dort nicht begegnet seid oder so. Lassen euch nicht in Sicherheit wiegen. Das Vieh kommt da rein und es schnappt euch. Ich bin da so verschrocken, weil ich gedacht habe, okay, ich kenne es aus den Filmen zwar, dass es in solche Schächte rumkriecht, aber bisher habe ich es im Spiel noch nicht in so einem Ding gesehen. Und habe gedacht, ich wäre da sicher, habe mich da versteckelt und war so dappig dann auf das Alien mehr oder weniger wieder zuzugehen, weil ich gedacht habe, gut, geh ich so dicht wie möglich dran, damit vorbeischleichen kannst. Und natürlich hat es mich gewidert und sofort niedergemacht. Also wiegen euch deine Dinger bloß nicht in Sicherheit. Machen nicht dasselbe Fehler wie ich. Dann hätten wir hier nochmal ein Terminal, was wir lesen könnten. Ordner fehlerhaft. Ordner fehlerhaft und freigegeben. Stilllegung an Maschinenraum. Antwort Stilllegung. Also, Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierungen sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen. Und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshal Waits. Chief! Das war wohl die Mail, die Rundmail vom Häuptling. Dann geht's so über so Wackelbrett und hier hätten wir noch so stille Kammer. Ach, ich lebe jetzt hier, die Sache. Du nehme her was warm, uns wird's nicht kalt. Dann lebe ich doch hier. Aber ich stehe jetzt Sache, bevor ich hier über die Brücke wackel, mache ich hier meinen Cut. Da gucken wir uns im nächsten Teil mal an, was uns auf der Sevastopol so alles erwartet. Bis dort hier, machen's gut, ihr liebe Leute. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch und über jedes Feedback. Machen's gut, euer Yankee.